Es gibt Neuigkeiten aus dem Grönbohnenland. Das Hannes Flessner Revival. Gerhard Punt. Es geht heute um Gerd Punt, den musikalischen Begleiter von Hannes Flessner. Wir sind hier in Emden bei der Leseinsel Temmi und treffen auf Elke Bergsma, die uns einiges über Gerd Punt erzählen wird. Ja, ich soll hier was zu Gerd Punt erzählen. Liegt lange zurück, dass ich ihn getroffen habe. Das muss so Mitte der 80er gewesen sein. Ich war noch in der Schule am Johannes-Althusius-Gymnasium und er war mein Musiklehrer. Damals war mir noch gar nicht so klar, was ich da für einen Menschen vor mir habe. Ich weiß noch, dass meine Mutter mir erzählte, das ist doch der immer die Musik von Hannes Flessner komponiert hat und mit ihm zusammen musiziert hat. Und ja, für mich war in erster Linie tatsächlich der Musiklehrer, allerdings einer, der relativ wenig zum Unterrichten kam. Da kann ich mich noch dran erinnern, weil der hatte andere Interessen. Meistens sagte er, wenn wir morgens kamen, ich weiß, ich hatte Samstagsmusikunterricht bei ihm. Damals war noch Samstagsschule und ich hatte nur 2 Stunden Musik bei Gerd Punt. Und es endete meistens so, dass er um 7:45 in den Klassenraum sagte, wann macht denn das Hallenbad auf? Das war gleich nebenan. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Und in der Regel war das unser Musikunterricht tatsächlich. Und ich habe ihn als sehr interessierten Menschen kennengelernt. Also er war ein Menschenfreund, ganz klar. Er war sehr interessiert an Menschen, an seiner Umwelt, Politik. Wir haben viel diskutiert im Hallenbad. Das war irgendwie das, was ihn interessierte. Wenn wir dann tatsächlich mal Musikunterricht gemacht haben, das kam auch vor, dann hat er vor dem Tod von Hannes Flessner, wussten wir, auch gerne mal einen Torschlow-Blues gespielt oder so im Unterricht. Und ich kann mich aber erinnern, nachdem Hannes Flessner gestorben war, das muss so 1-2 Jahre gewesen sein, bevor er mein Lehrer wurde, hat er nicht mehr gespielt. Wir haben ihn immer dazu aufgefordert, aber er hat nicht mehr gespielt, die Songs von Hannes Flessner. Ja, aber insgesamt muss ich sagen, auch seine Geschichte, dass er Inselvogt auf Memmert war, hat mich sehr beeindruckt damals, weil auch das zeigt natürlich, dass er eine besondere Art von Mensch ist, weil das natürlich nicht jeder macht, für ein Jahr alleine auf eine Insel zu gehen und da den Vogelwart zu geben. Das deutet schon darauf hin, dass er irgendwie anders tickt als andere. Aber wie gesagt, ich war 17, ich habe damals auch vieles noch anders wahrgenommen, als ich es heute wahrscheinlich bei ihm wahrnehmen würde. Aber insgesamt habe ich von ihm immer ein sehr, sehr positives Bild gehabt.